Hallo zusammen, da ist der Crown Cletus oder Chris. Willkommen beim Crowncast Nummer 8. Dabei ist der Screech. Hallo zusammen. Und der Robin. Hallo zusammen. Voll. Möchtet ihr noch schnell eure individuellen Intros machen, oder? Wenn wir das solo rollen. Individuelle Intros. Ja, voll. Hallo zusammen, da ist der Screech und ich darf euch präsentieren Robin der Magist. Das ist schnell, jetzt kann so schnell kann ich nicht interpretieren. Das war aber jetzt schön gewesen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und das wäre es auch schon gewesen von unserer Seite. Tschüss zusammen, merci. Schöne. Ciao, ciao. Nein, aber etwas so verarscht ist, dass man sich vielleicht vorkommt, wenn man eine Xbox One in der Schweiz bestellt hat. Zum Glück habe ich noch nicht vorbestellt. Okay. Ja, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Scheint wird sie jetzt erst im 2014 rauskommen. Und auch dort haben sie sich eigentlich mit einem Datum ziemlich bedeckt gehalten. Also es könnte auch irgendwie im Sommer nächstes Jahr sein, im schlimmsten Fall. Sie hat gar nichts gesagt, oder? Ja. Einfach so schnell wie möglich haben sie geschrieben. Ja, genau. Aber auch, ich meine, es gibt ja eigentlich keinen Grund, den Leuten nicht irgendwie einen Zeitraum zu geben, wenn man einen wüsste. Mhm. Weißt du, dann würde man sich beruhigen, wenn es wird heissen, im ersten Quartal. Ja, hat man Ganz zumindest so einen kleinen Orientierungspunkt. Ja, oder? voll. Ja, und ich glaube, Genau. wenn sie es wüssten, würden sie es sicher sagen. Oder? Ja, Gut. mit höchster Wahrscheinlichkeit schon. Also ich denke mal schon, dass es im ersten Quartal wird sein, oder? Und nicht erst im zweiten. Das kann man nicht vorstellen. Ich frage mich einfach, können sich die das leisten? Wenn PS3 ein fixes Datum hat, PS4. Ja, voll. Es ist einfach so, dass Ja. sie schon nur kleine Länder ausgewählt haben. Und zudem können sie sich das leisten. Ich meine, Xbox One beliefert ja nicht mal die ganze Welt. Ja. Sony schon, darum, die können sich das schon leisten. Das spielt glaube ich auch kein Ruggel mehr bei denen. Das ist schon noch komisch. Und wieso ist das schon wieder? Wegen Spionagevorwürfen? Oder was haben sie da für Probleme? Hey, keine Ahnung wieso. Ja. Weiß ich echt nicht. Mein China ist gar nichts. Also. Okay. Ja gut, das ist aber auch verständlich. Ich meine, der asiatische Markt schaut schon auf sich selber seit Jahren und seit Jahrzehnten machen sie das. Mhm. Das ist schon Aber- speziell. Ich meine, aber wir als PlayStation Kinder vom hast du dort? Kalten Krieg. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Aber wie sind denn die Länder? Wie manches Land haben sie aufgezählt? Also jetzt sagen wir verschobenen Release, hä? Ja, genau. Genau, also jetzt muss ich schnell schauen. Irgendwie hat der World of Games auch so ein Statement auf der Facebook-Seite rausgelassen. Da gehst du schauen einfach. Okay. Ja, genau, bist schon unterwegs. Bin gerade am schauen. Klicken. Ja, easy, Games werden auch nicht erscheinen, Mhm. bis die Konsole draus ist, was eigentlich noch logisch ist. Ja, schon. Und ich bin gerade so weit, und zwar nicht rauskommen wird es in Belgien, Dänemark, Finnland, den Netherlands, Norwegen, Russland, Schweden und die Schweiz. Noch kleine Länder, hä? Ja, das Russland. stimmt, also Noch gut. kleine. Hey, Russland ist auch ein andere Problem, was ich noch habe. Ja, das glaube ich auch. Seit der Snowden-Affäre auf jeden Fall. Ja, Vor ja, allem das stimmt. die Xbox One sieht schon ein bisschen schwul aus. Wieso? Ist eben ein schwarzer Klotz, nicht? Nein, haben die das jetzt nicht geschnallt, der Gag, hä? Das ist schon gut. Pussy Riot, let's go. Sonst geh jetzt googlen, wenn du immer noch nicht rauskommst, dass 5 Ja, Jahre nicht ja. gehört ist. Ja. Genau. Wo ist das? Wie schreibt man das? Oder der Phil kommt gerade einen Zaunpfahl vorbei und hat ihn um die Ohren. Aber ja, auf jeden Fall in Österreich und Deutschland sowie Frankreich. Das sind gerade so ein bisschen die uns umgeben, mit Italien auch. Genau, dort wird es überall rauskommen. Das finde ich eben genau das Komische, aber wieso alle Länder um uns herum und so dieses Land wie die Schweiz wird dann ausgeschlossen? Ja, sie haben halt wieder gesagt, dass es so mit dem Recht und so wieder schwierig ist, wie YouTube auch schon, ja. Dass es halt dreisprachig ist oder 4, je nachdem, wie man es nimmt. Und dass sie wegen dem halt nicht ganz so einfach die Möglichkeit haben. Keine Ahnung. Aber ich nehme an, Marketplace jetzt mal und so, streng ja. an, dass das eine Frage von der Zeit ist, bis das nach in den Ländern auch kommt. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es dann gar nicht kommt, schlussendlich. Ich glaube, Ja. das ist wirklich eine rechtliche Frage. Und wenn man das Schweizer Rechtssystem anschaut, wie lange das da geht, bis etwas durch ist, das könnte einen Moment geben. Aha. Ja, das ist schon wahr. Aber eben gleichzeitig die sich nachher entschieden haben, eine Konsole kaufen Ende Jahr, die werden dann auch nicht noch eine Xbox holen. Darum ist es ist schon noch interessant. Es ist jetzt wirklich eine Reihe von
von gewissen Fehlverhalten kann man glaube ich sogar sagen, gewesen, wo sie jetzt eins auf den anderen draufgelegt haben. Und vielleicht ist das noch gar nicht die letzte Schreckensbotschaft. Ja, wer weiß. Ich meine, sie haben ja extrem viele Anpassungen müssen machen nach der E3, nach dem Press Release. Und ich glaube, diese Anpassungen, die brauchen Zeit. Und das haben sie wahrscheinlich nicht eingerechnet gehabt. Sie können es durch das erklären, dass sie der Sony näher kommen, preislich wie auch. Ja, aber weißt du, in den anderen Ländern kommen sie ja raus. Ja, richtig. Ah, ja, stimmt auch wieder. Irgendwie, also es ist schon noch... Es ist schon noch spassig. Auf jeden Fall gibt es ja den nächsten Jahr darf gratis so ein beschissenes Game dazu. Yeah! Ich kann mir das vorstellen, was das wird. Ja. Aber ja, das ist insofern eigentlich nicht so tragisch, weil jetzt die eben ums Verrecken gleich eine wollen, können sich eine importieren. Das scheint zu funktionieren. Ja. Man muss dann auch einfach einen Marketplace auswählen, wo halt nicht die Schweiz ist. Ja. Und ich denke, wenn du Deutschland nimmst, hast du dann zum Teil gewisse Sachen, die vielleicht geschnitten oder gar nicht erhältlich sind. Aber das wird ja am Anfang auch noch nicht so das Problem sein. Ja, das Problem ist, da musst du einfach nachher, da kannst du ja zum Beispiel Call of Duty nicht mit deinem Account geben, ne? Mal. Es ist eben, weißt du, der Marktplatz ist jetzt nicht mehr an Account gebunden, sondern an Konsolen. Und es wird scheinbar auch möglich sein, im Nachhinein auf die Schweiz zu wechseln. Also. Ah, das ist ja... Dann wäre es ja vorlesen. Und für die Xbox jetzt nicht kennen, der Marktplatz ist dort, wo du online Spiele kaufen kannst. Ja, stimmt, genau. Und das ist wichtig, und wenn du im Ausland bist, dann ist das wichtig wegen der Währung oder wegen der Umrechnung. Genau. Unter Umständen jedes Mal, wenn du etwas für 2,50 Franken kaufst, hast du nochmal eine 2,50 Franken Kommission drauf, weil du eine Kreditkarte oder nicht was auch immer gezahlt hast. Ja. Wobei, wenn du Points kaufst irgendwo, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ne? Ja, genau. Wobei es ist jetzt auch ihre Landeswährung, dem Xbox Live Marktplatz. Aber wir können ja so Gutscheinkarten von Deutschland oder eben wie auch immer Österreich kommen. Genau. Was einfach aufwendig ist, aber grundsätzlich funktioniert es. Also, ja, genau. Kriegen wir nicht lange, es wird schon funktionieren für die Zeit lang. Einfach ein bisschen aufwendiger. Ja, sehr. Ja, mal noch schauen. Es wird dann sicher auch noch etwas mehr kosten, wenn das Zeug nachher in die Schweiz kommen oder so. Du musst mal schauen, vielleicht dort dann so ein Laden wie der Alcom oder so auch ausländische Karten reinnehmen, wie er jetzt bei der Playstation schon macht. Ah, okay, cool. Ja. Ja, wer weiß. Jetzt, wenn es diese Situation wirklich eintrifft mit der Xbox, dann machen sie das vielleicht. Mal schauen. Es wird sich schon noch lohnen für sie, hoffentlich. Ja, klar. Ja, ich meine, bei ihnen kannst du ja auch Yen und US-Dollar und alles kannst kaufen für Playstation. So eine richtige Geldwäscherei, meinst du? Absolut. Ja, das ist gut. Ja, genau. Ja, aber schlussendlich ist es halb so wild. Du, aber es ist interessant, ja. Sonst. Okay. Dann da schön noch rein. Ah ja, stimmt, voll, merci. User was moved to your channel. Hey Trooper. Hallo. Salut. Hallo miteinander. Kaufst du auch eine Xbox One aus Deutschland? Natürlich. Schon, ha? Wo hast du dir vorgestellt? Deutschland. Schon? Jawohl. Und gerade an der Grenze und gesagt, sollen wir gerade einen schnappen am ersten Tag. Ja, ja, das wäre eigentlich fast die beste Idee, ja. Voll. Ja, kurz überfahren ist wirklich nicht weit. Ich meine, in der Schweiz. Bist du schnell in Deutschland. Ja, und ich arbeite ja gerade an der Grenze, also ist ja kein Problem. Also Bestellungen können wir alle beim Trooper aufgeben. Ja, genau. Swiss Dry Wurst. 50 Schachteln. Ja, ich glaube, jetzt ist an der Grenze ein Problem, oder? Ich glaube es auch, ja. Ja, aber wir schmuggeln vom Geschäft immer Sachen über, also das ist kein Problem. Ja, das ist gut, das wird eventuell ausgestrahlt, was hier besprochen wird. Ha? Ja, kein Problem. Ah, easy, gut. Du musst jetzt nicht sagen, für wer das schaffst. Voll. Ja, genau. Also lassen wir das hinter uns, das Thema. Es ist eigentlich auch gar nicht so eine riesen Sache. Nö. Vielleicht ein bisschen interessanter ist dann eben das Call of Duty Ghosts, wo ja gestern ist eine Pressekonferenz gemacht wurde. Oh, da freut sich einer. Ja. Und ja, ich meine... der sich freut darüber. Ne? Sogar, nein ich denke, der Screech soll sonst mal loslegen, weil er ist... Was bin ich? Positiv noch eingestellt. Ja, es ist einfach, eben wie gesagt, das ist so wie bei jedem Call of Duty. Du siehst den Trailer, du siehst die Pressekonferenz, sie stellen neue Sachen vor und grundsätzlich finde ich eigentlich, es sieht gut aus. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich das Game in der Hand wird anfangen zu spielen, dass es am Anfang Spass macht und dann kommen all die kleinen Details, die einfach nerven.
Ja. Mal schauen, ob das wird so sein oder nicht. Aber sie haben schon ein paar coole Änderungen, finde ich. Aber ein paar, wo ich muss sagen, die sind scheiße. Muss ich nicht haben. Ja, möchtest du dir Was denn gerade ein zum paar Beispiel? Sachen, genau. Mal überlegen, was ist jetzt. Also ich finde, der Hut haben es geil gemacht, finde ich, dass links oben die Map ist. Und rechts oben siehst du gerade den Score mit den Abschüssen, mit den Tod und mit den Assists, dass du es immer gerade im Blickfeld hast. Finde ich noch cool. Dass du nicht die ganze Zeit musst Select bashen, ja. Ja, genau, das finde ich noch geil gemacht. Und der Killfeed ist ja dort noch auch drunter, oder? Ja, genau, der Killfeed Aha. ist jetzt auch da unten, genau. Ja. Richtig. Was, also wenn du den Trailer anschaust und auch sonst das, was sie gezeigt haben, ist einfach, das Spiel sieht hure flüssig aus und dynamisch, wenn du gamest. Du kannst säckeln, während dem über Mürli Gumpen kannst du schiessen, du kannst auf die Knie um die Decke rutschen und schiessen. Es sieht dynamisch aus, ob das dann wirklich so ist. Oder ob das ein bisschen gestaged ist halt in dem Trailer, was ich eher daran glaube. Ja, das ist der Mensch. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, viele haben das Gefühl, es werden die hure cheesy mit den neuen Shots, so Around the Corner Shots schauen und Slide Shot und sowieso. Ob das etwas Ähnliches wird wie das Dropshotten, was ja hure hässlich war ab Black Ops 1 und das Jumpshot ab Black Ops 2. Ob das nachher einen Einfluss hat auf das, dann ist das die andere Frage. Aber zurückgeholt schnell zum HUD, hast du mal die Karte, die Minimap oben links studiert? Ich finde, die ist extrem klein und extrem unübersichtlich. So 16:9-Style fast, oder? Ja, irgendwie sowas in diesem Stil. Und mir hat es völlig verrissen gedacht und eben, du hast die Hälfte gar nicht gesehen. Und also ich finde es extrem, fast wie Battlefield, viel zu klein. Du siehst es kaum, was die Dinge sind. Und das, ich weiß nicht, ob das gut ist nachher für die UAVs, oder? Wenn du das UAV auflässt, bist du einigermaßen sicher, weil bis die Gegner ausgelodet hätten, oben links auf dem Kärtchen, hast du wahrscheinlich schon erschossen. Das stimmt. Stellen wir es ein bisschen so vor. Aber ich habe es natürlich jetzt auch nochmal wirklich jetzt bei den Live-Gameplays gesehen, die sie aufgeladen haben. Seit heute dürfen sie ja Gameplays, die sie gestern gemacht haben, in der Konferenz dürfen sie aufladen. Genau. Ja, und Face hat ja dann heute auch noch etwas hochgeladen, das ist das erste Sniper-Gameplay und all das Zeug. Ja, von Face Cross, der hat eins aufgeladen. Genau, und Und das, im hat, Austausch also gesehen. Sniper, das hat mir extrem geil gedacht. Das sieht aus wie Black Ops 1 Sniper, sehr anspruchsvoll. Aber es ist geil, das Visier ist so ein bisschen nicht so schwarz wie bei allen anderen Scopes, sondern so ein bisschen offen. Ja, sie haben endlich Und das Visier halt, du siehst den Zoom dramatisch. Ja, und du siehst den Rest, der rings um dich oben passiert, immer noch. Zwar leicht verschwommen, aber du siehst noch, was läuft. Also wenn einer auf dich zuzäckeln kommt, das ist ja vorher beim Sniper, wenn du einzoomen bist, siehst du ja wirklich einfach nichts gesehen, außer eben das Scope. Und jetzt siehst du das ringsherum an, das haben sie sehr geil gemacht. Und wenn das Spiel läuft, ja, haben sie gestern gesagt, auf allen Systemen mit 60 Frames per Second. Und das sollte eigentlich schon grundsätzlich eine flüssigere Sache werden. Aber was man nicht darf vergessen ist, dass das Gameplay, das wir jetzt gesehen haben, oder wo wir werden sehen in den nächsten paar Tagen, das ist alles auf LAN gespielt. Das ist nicht online. Ja, Das ist genau. sicher so, ja. Auf LAN ist klar, dass es flüssig läuft. Ob es der Konsole nicht wieder so ein Lagfest wird wie Black Ops 2 und wie MW3 ist die andere Frage. Aber wie es mit schlussendlich ist das... Sorry, ja. Nein, red, schlussendlich ist. Schlussendlich ist es einfach gleich immer die gleiche Scheiße jedes Jahr wieder der hure Dreck. Nein, eh nicht. Kommt wieder ins Spiel. Nein, eh nicht. Nein, ein bisschen gespannt bin ich auch, also so ist es schon nicht. Aber von den Servern oder so haben sie gar nicht gesagt, oder? Wie das Nein. wird funktionieren beim Ghost. Nein. Anscheinend nicht. Sie haben ja noch nichts gesagt von Dedicated Servers oder so. Eben, ja, genau. Was das mich meine sehr ich. erstaunt, um ehrlich zu sein. Gar nicht. Weil Geld hätten sie ganz sicher für... Ausser in der Wüste von Arizona einen Bunker zu kaufen. Dass sie in Russland werden kaufen, das ist klar. Aber in der Schweiz hätten wir sicher irgendwo noch ein Loch über einen Berg, wo sie ein paar Server reinstellen. Ja, Microsoft gibt ihnen ja genug Geld momentan, also von dem her. Ja, grundsätzlich schon, aber eben, das mit der Dedicated Server, ob das funktioniert, dann ist das die andere Frage. Haben Sie das eigentlich mitbekommen wegen den Perks? Ja. Im Old Johnny ist das brutal aufgefallen. Es gibt anscheinend ein Perk, wo du dich, oder eine Abschussserie, wo du dich kannst unsichtbar machen schlussendlich. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, Ah, ob er das nee. richtige Ding gesehen hat oder nicht. Ja, aber auch dort am Schluss vom Trailer, dort, wo er durchkommt bei der S-Mine. Ja. Ist schon noch recht verwunderlich. Das wäre so Also, etwas, wie es hat gegeben, aber es ist nichts Neues eigentlich um Spielmarkt. Es vorher schon gegeben im Multiplayer, und zwar Crisis. Genau. ja, genau. Crisis hast du dich unsichtbar machen. Das ist, ich glaube, so OP wird das nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und vor allem eben, es ist ja wie beim MW3 haben sie am Schluss auch noch den kleinen Teil mit dem Trophy-System gezeigt. Ja.
Richtig. Und es ist ja genau gleich aufgebaut, so dass man nicht genau weiß, was abgeht. Und aber ja. Sie dann auf dem Schluss immer da die mysteriöse Sache rein. Auch die Frau, die ist so mysteriös gewesen. Ja, die war richtig mysteriös gewesen. Aber auf das freue ich mich, dass du jetzt so 10 Accounts kannst machen und dort jeder Prestige und so. Ja. Dafür kannst du das keine Klasse mehr wird machen. kompliziert. Also kannst du keine Klasse mehr machen, gar nicht. Also wenn Pressekonferenz, wenn du ihm zuhörst beim Reden, sind sozusagen die 10 Soldaten, die du machst, sind Klassen. Genau. Exactly. Nein, das ist ernst Hunger. Du hast nicht mehr 10 Klassen, du hast jetzt 10 Soldaten. Ja, Und du musst alle einzeln Prestige. So Ja. wie ich es verstanden habe, ja. Gott. Aber es gibt, glaube ich, nur ein Prestige. Dafür. Ja, wenn du so willst, ja, aber es gibt nachher eben dann gleich wieder equal 10, oder? Wenn du 10 Ja, ja, Soldaten genau. hast, 10 musst Prestige, hast 10 Ja. Prestige gemacht. Ja, oder? Was ich finde es einfach ein bisschen schade, ich finde es ein verdammter Rückschritt. Wenn du jetzt schaust, mit Black Ops 2 hast, für einen Franken 75 oder was, hast du dir 100 Klassen suchen tun, was ja der Hammer ist, was ja wirklich geil ist. Und also ja, ich sage jetzt mal, für Pappstampen brauchst du das Ja, nicht. ja. Eh. Aber wenn du competitive spielst oder so ein bisschen Waffen-Loadouts hast und die ein bisschen verteilen, dann bist du mit 100 also wirklich gut bedient. Also jetzt vielleicht noch 70 gefüllt oder so, seit ich es habe. Aber dann wieder nur auf 10 müssen zurückschrauben. Nee. Du kannst dir dort auch noch einmal 100 kaufen. Der Prestige ist einfach so manchmal. Du hast dann 100 Prestige müssen machen. Yes, let's go. Ja. Ja. Auf was ich mich freue, ist wirklich, dass es einen Female Character gibt jetzt neu. Wieso? Ich werde Teabaggen. nur noch Bitches schießen, ganz ehrlich. Ich meine, aber sind wir ehrlich, wer von uns spielt Camping nachher noch mit einem Bitches. Typ, oder? Nur noch Boobshots. Ja, Ja, das ist mein sicher. Spruch, auf da bin ich gestern noch gekommen. Ja, ist gut. Da gibt es keine Headshots mehr, da gibt es Boobshots. Ja, genau. Und ich laufe Nein, ganz aber sicher ich mit finde, ihr es nur ist- mit Doppel-D im Fall. Egal, ob die Gegner besser Oder- sehen oder nicht, das sicher sein. 300 Punkte für einen Nippelshot oder so. Ja. Aber weißt du, es ist doch eher in diesen Games, wo man den Charakter von hinten sieht, so dritte Perspektive, ist es interessant, eine Frau zu nehmen. Da siehst du zwischendurch mal ein Netzärschli oder so. Aber Richtig. Ego-Perspektive spielt es eigentlich keine Rolle. Grundsätzlich nicht, nein. Du Ja. verlässt dich darauf, dass die Gegner genau gleich denken und dass alles Männer sind. Tipptopp. Ja, aber stell Also wird auf jeden Fall funktionieren. dir vor, was für Montagen nachher auftauchen auf Ja. YouTube. Ja, Da voll. gibt es auch schon viel Herrlich. Trolling-Montage, so einfach in der Frauen anlegen und Aha. warten. Ja. So der Kopf ja reinschieben. und so. Ja, oder Teabängen halt, oder? Ja, ja. Teabaggen Teabang. wird super. Ja, ich stelle mir es gut vor. Meine Güte. Aber Ja. zu den wichtigen Sachen, der Juggernaut ist zurück. Yay, let's Ja. Mit einem Minigun. Ja, mit der verdammt. Oder der mit dem Messer. Ja, genau. Irgendwie haben sie etwas von einem Maniac Dann werde ich mich erzählt. verdammt aufregen. Was die messern? Ja. Ja. 300% Leben, bist schneller unterwegs und können die Messer. Yes. Aha. Sollte Ja, aber ich hoffentlich sagen. entsprechend mühsam zu bekommen. Ja, ich hoffe es, ja. Ich hoffe es ist schwer. Genau. Ja, das müssen Das wir schon wäre auch machen. zu wünschen. Aha. Aber also Definitiv. kleine Änderungen wie jetzt Dragonfire, oder? Ja, genau. Dragon die Dragon neue Eye, Version. wo Ist neu euch nicht mehr aufgefallen? Marshmallows schießt, ja. Ja. Habe ich gesehen. Exactly. So ein Ragetli, das sie abschießt oder so. Ja, aber eben es ist nur in diesen grundsätzlich ist kleinen das auch Radius nichts zum Neues. Glück. Also es ist nicht so ein YouTube die ganze Zeit. Ja, aber es kommt schon etwa, glaube ich, her. Eben, genau. Noobtube, wir haben den ersten Clip vom Trailer, oder gesehen, ist einer, der einen Noobtube rauslässt. Ja, Und wir genau. haben, Was? Das haben wir auch gefragt. Das, gehabt. Voll. Als würden sie sich freuen, dass YouTube wieder da ist. Also, Genau. Also viel bleibt ja wirklich gleich, sind wir Ja. ehrlich. Kills Aber Freaks. Todesserie gibt es jetzt scheint nicht mehr. Ja, das haben sie schon Ja. mal erzählt. Der Trolling vor 2 Jahren, ich habe ihn zugelassen. Alle haben So. aufgehört und gesagt, yeah, let's go. Und dann sind sie gleich zurückgekommen. Let's Aha. Stand ist weg gewesen, dafür haben wir dann Final Final Stand Stand, genau. Ja, er sagt in der Pressekonferenz, no last stand. Aber ja, und dann muss voll. einfach Final stand. Ja, das war Warum geil. nicht? gewesen. Und dann sind die Podcaster gekommen von den MLG-Events und der Fuß hat gerade als erstes die 4 Todesstreaks aufgezählt. Das ist sehr lustig gewesen. Es hat zwar niemand begriffen im Publikum, aber ich habe gelacht. Okay. Aber was sich verändert im Fall, und auf das Mhm. freue ich mich wie ein Mohren, Maps. Maps sind dynamisch geworden. Ja, genau. Du kannst nicht alles dynamisch verändern, aber immerhin einen grossen Teil davon.
Und beim Battlefield spielt es ja eigentlich keine Rolle. Da verwunderst du immer wieder, warum das jetzt die Wange nicht eingestößt und warum das der Betonklotz vorher zusammengeht. Aber ich glaube, das wird einen ganz neuen Aspekt. Aha. Gut, ich bin gespannt, weil im Black Ops hat es ja zum Teil auch so ein bisschen Türen gehauen, hast können auf und zu und so Gespässe. Und weißt, wird es dann wirklich nur so einen kleinen spielerischen Einfluss haben oder wird man auch etwas daraus machen? Weil bisher haben sie ja nur so ein bisschen Deckungen gezeigt, wo man wegsprengen kann oder Baumstämme, die runterrügeln und Tankstellen. Ja, exactly. Es wird noch wirklich genau vorher bestimmte Teile von Wand können weggesprengt werden, wie das bei der Tankstelle. Ja. Du siehst 2-3 Mal, wie dort ein Stück weggesprengt wird und es ist jedes Mal genau das gleiche Stück. Ja, aber auch die eine Wand dort, das wegsprengen oder so. Ja. Welche Wand? Einer ist im Trailer, hockt einer hinter der Wand und Eben, ja. das C4 dort an, aber das ist nicht bei der Tankstelle. Doch? Das ist auch bei der Tankstelle. Nein, Tankstelle ist die stürzt komplett sein. Nein, ich meine, komplett. das Haus hinter der Tankstelle. Ah, okay, ist das gewesen. Das habe ich nicht Also, was gesehen. gemeint? Also kennst du die Map schon, oder was? Nein, doch, Ist ein bisschen- nein, doch. Ja, Aber Wolltest du wenn nächste Face Woche Crosses Gamescom Video Huren schauen, kannst bluffen? du die auch. hast du mich nicht gesehen? Ich bin der Marine im roten T-Shirt oder der schwarze mit der Glatze. Ja. Nicht der kleine Asiat. Nein. So gut, ja. Aber weißt du, das finde ich hure geil. Was? Dass die Klassen wieder zurückkommen. Angriffklasse, Unterstützung und Spezialist. Ja, also Ja, Spezialist ist freue ich cool, mich ja. also gar nicht drauf. Ja, gell, Das vor allem kannst es du sieht so jetzt aus, als wäre EMP wieder dabei. sagen. Richtig. Und das heisst, EMP ist Killstreaks natürlich sind wieder weg, nach oder? 18 Abschüssen und das ist eigentlich Bubi mit dieser scheiß Unterstützungsklasse, oder? Ja. Richtig. Aber das hure unterstützte Zeug, das hätten sie wirklich nicht müssen zurückbringen. Auf was sie mich wiederum freuen, ist Spezialistenpaket. Eben ja. Spezialisten finde ich das auch freue geil. ich mich extrem. Das ist etwas sehr Geiles. Vor allem jetzt, wo es so viele Perks gibt. Dort hast du beim Specialist eigentlich nur gewonnen. Ja, gut, Ja, ich aber glaub, du wirst wenn sicher du nicht dann alle alle bekommen. bekommst, das ist schon Ja. die andere Frage. Ja. und auch wenn sie werden wahrscheinlich einfach da alles aufgeteilt haben, viel extremer. Mhm. Das ist ja das mit diesen Punkten, wo dann irgendwie wie viel sie sagen, es sind eben nicht mehr 10, aber 8 Punkte Du oder hast so 8 kannst du Punkte. verteilen. Ja, genau. 8 Punkte hast. Und die Ja, kannst du Aber nachher nur für verteilen. Perks. Oder an Perks hat nicht jeder nur 1 Punkt wert, sondern es gibt auch solche, die 5 Punkte wert Ja, haben. genau. Ja, genau. Ja, Der mit voll. 5 ist Strub, das ist scheint der, wo mit jedem Kill, den du machst, steigt die Wahrscheinlichkeit auf mehr Schaden oder Auf irgend so mehr Schaden, etwas. ja, exactly. Okay, aber das ist dann krank. Aber Ja, auf das ja. freue ich mich nicht besonders, muss ich Vor ganz allem bei ehrlich diesen sagen. Clan Wars, dann werden sie es richtig ausnutzen und Ja. übertreiben. Das heisst irgendwie ein Momentum, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Und ich meine, okay. die ganze Spawn-Trapperei wird dominieren, wenn du so ein Perk hast. Schlussendlich. Genau. Ja, Das freue ist ich mich so. gar nicht. Es gibt viele Leute, die das super cool finden, aber ich finde es extrem langweilig und das ganze Spiel wird dann ein bisschen stationär. Ja. Gut, eben Apropos Painkiller Spiel hat so viel auch. Ja. Ja, Jetzt ja. richtig. Apropos Spiel wird stationär. Habt ihr den neuen Spielmod gesehen, Crank? Ja, voll. Ja. Wo quasi so eine kleine Filminterpretation ist da mit dem Jason Statham. voll. Crank. 30 Sekunden, wenn in dieser Zeit keinen Abschuss hast, explodierst. Ja. Wie geil ist Ja. das? Aber es ist wirklich. Anti-Campfest, Ja, ey. genau. Aber was Das noch Idee witzig ist noch ist, gut. mein Lieblingsneue Game Mode im Fall. Ja, da kann Rum. im Game Mode irgendwie Search and... Rescue. Rescue. Genau, ist das so wie Jump'n'Run, du musst eigentlich abhauen und den anderen versuchen abzuhängen, oder wie? Nein. Nein. Das ist wie ein Search and Destroy. Du hast ein Leben mit einem Märkli. Und wenn du abgeschossen wirst im Search and Destroy, dann hast du grundsätzlich bist du weg, oder? Und Ja. bist dazu verdammt, wieder zuzuschauen. Jetzt in diesem Modus ist es so, dass das Dog-Tag, das du schon liegen lässt, das kann einer von deinem Team wieder aufsammeln. Und Okay. dann kommst du wieder, dann spawnst du wieder. Ja. Aber ich weiss, wieso du jetzt auf die Jump-and-Run-Theorie gekommen bist. Da Wegen bin dem ich froh. C4-Ding Wegen eben genau, das waren absolut gestagte Szene gewesen, wo der eine Mann oder vorrennt über den Lift und dort Ah, das C4 das ist- anrührt. Go, go! Da tut jeder schießen, oder? Eben ja, Aber schön genau. heisst es einbauen. Das ist Eben wirklich genau so das eine- meine ich. Ja. Das Aber so ein stimmt. Modus wäre sicher auch mal witzig. Fangis. So ein kleines Partyspiel halt. Ja. Mhm. Ja, Ding kommt ja zurück, Infected kommt ja zurück. Genau, da wollte ich sagen, auf da Das freue ich wird mich. drinnen brutal. bleiben. Das habe ich gesehen gestern. Aber Cranked und also Search and Rescue sehe ich nicht, dass er das durchsetzt. Absolut nicht. Ja. Ich glaube, Search and Destroy ist mittlerweile immer noch der zweite Modus hinter der Herrschaft, vom Ja. Beliebtheitsgrad her gesehen. Nein, Oh. Team Deathmatch ist im Fall immer noch Ah, ein ja, bisschen... ja, Entschuldigung, also das top. vergesse ich gang. Das vergesse ich gang. Team Deathmatch, selbstverständlich. Ja. Also New Party sowieso.
Aber ich meine jetzt mal ausser Team Deathmatch ist das, glaube ich, wirklich am besten. Mhm. Und Rescue wird das nicht ablösen, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Aber es ist eine gute Idee. ja sie probieren immerhin etwas, ja. Ja, Aha. sie probieren. Ja. Also, aber Cranked wird sicher eins, Die wo hätten wirklich auch, boomen von wird. mir aus gesehen, hätten sie lieber ein Sabotage zurückbringen, was wirklich noch ein Game Mode war, der recht ab ist gegangen. Ja, aber ich glaube, Ja, das aber hat vier fast gegen kein vier. Sau gespielt im Fall. Das ist so. Das ist zu Code 4 Schon Zeit, noch ist schade, das noch MLG gewesen. Okay. Das war dann noch Disziplin gewesen und auch hure beliebt. Und das hat sich eigentlich durchgezogen bis weil im Ding haben sie es nicht drin gehabt, im World at War ist es nicht drin gewesen. Und dann ist es zurückgekommen auf Modern Warfare 2 und auf Black Ops. Dort ist es eigentlich noch recht gut gewesen, hat es viele Leute drin gehabt. Ja, okay. Vor allem, ja gut, das hat vor allem zwei Gründe gehabt. Du musst für Flak Jacket Pro hast du Bomben legen oder entschärfen, so beide, ich weiss es nicht mehr. Und darum ist der Game Mode so beliebt gewesen. Gleiche Capture the Flag. Ja, genau, Mit wegen Marathon. Pro, oder? Das hat ja wirklich jeder Wascher wollen und dann haben sie halt eine gewisse Zeit lang Capture the Flag spielen. Ja. Das ist Aber gut, nicht dass das nicht mehr so ist. Das ist gut, dass das nicht mehr zurückkommt. Also, Ja, voll. ist das, Moment jetzt mal. Pro Perks, wissen wir das? Gibt es das? Ich habe mich nicht geachtet. Ich habe Nein. nichts gesehen. Soll ich nicht sagen. Ich glaube, das ist weg. Aber nicht. Das ist Aber aber auch schade. nicht. Das ist ein bisschen Mhm. schade. Das hat das Voll. Game von mir aus gesehen ein bisschen länger haltbar gemacht. Ja. Und du hast immer schon das Scheissrecht müssen probieren. Oder? Es ist nicht nur so Waffenlevel gegangen, sondern du musst gewisse Challenges erfüllen. Ja. Und das ist komisch, es gibt niemanden, der sagt, dass dass das nicht mehr geht. Ja. Jetzt hast du schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, ja, wie dir auch. Ja. Und wenn ich das auch sehe, es ist echt schade, weil sonst die ja überall mit Progress und Waffen aufleveln und jetzt eben noch 10 Charakter aufleveln und alles ist eigentlich Ziel darauf ab, halt, ja, irgendwelche Erfahrungspunkte zu sammeln. Darum würde das schon noch Sinn machen, aber es ist vielleicht viel zu schwierig zum Balancieren dann halt zwischen Das diesen kann gut Perks sein. oder so. Das Ja. kann sehr gut sein, ja. Absolut. Was auch noch interessant ist, ist ja da das Squads-Zeug, wo dann deine 10 Männer gegen andere 10 können spielen, ohne dass du etwas musst machen oder so. Ja. Da Das wird ist sicher AI schön gesteuert, boostet ja. mit dem. Ja, das kann ich mir Dann kannst du sehr deine gut Xbox so vorstellen. laufen den Tag durch, ja. Ja, richtig. Eben dort Level ist ja auch, Ja, du kannst es sogar Mhm. offline spielen. Du musst die Xbox Ah ja, oder genau. PS4 nicht mal laufen. Du kannst es einfach machen Umso und du besser. sammelst XP, oder? Das Ding ist halt dann nachher, wenn du viele Leute hast in deiner Freundesliste, dann wirst du extrem bevorzugt. Nehme ich jetzt mal schwer an. Ja. Weil du kannst ja aussuchen, gegen wen du spielst. Aha. Und du kannst, deine Squad ist dann einfach auf einer Map in einem Game-Type verfügbar. Ja. Und gegen das kannst du spielen, also du kannst sicher ein bisschen etwas rausholen, wenn jetzt, sagen wir mal, die Squad auf Team Deathmatch auf Nuketown Ja. daheim hast, dann hast du wahrscheinlich gewonnen, oder? Dann wirst du XP sammeln, dass es tätscht. Genau. Wenn du natürlich irgendwie Capture the Flag auf Drohnen hast, dann sammelst du auch keine XP. Ich habe jetzt da gerade bei Spieletipps das stimmt. gelesen. COD Ghost ist die grösste Veränderung seit COD 4 anscheinend und Ja, bla bla. es steht, per App auf einem Smartphone kannst du deine Klassenzusammenstellung vom Team jederzeit ändern. Ja, das haben sie Was gesagt. nichts Neues ist eigentlich, oder? Nein, das aber hast du ja während schon dem beim Spiel. MW3 können. Das ist über das Elite schon können, Ja. Ja, genau. Editor brauchen. Aber das Ja, haben sie jetzt anscheinend während dem Spiel, dass du deine Klasse kannst ändern irgendwie. Ja, das wäre Wird gut. wahrscheinlich einen riesen Zusammensturz geben von den Servern, aber Und vor allem Wenn ist sie es das sicher unbedingt viel wollen. Zeit im Spiel, deine Klasse zu ändern. Ausser jetzt gerade im Search and Destroy, ja. ja, okay, dann Richtig. solltest du auch nicht auf die Idee kommen. Ja. Ja. Ja, Aber ich wäre schon manchmal froh gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. okay. Wenn ich mal eine Klasse dabei hatte, wo ich keine No-Fly-Zone-Klasse hatte, also keine mit einem Stinger oder so, dann Ja. bin ich manchmal schnell wieder draussen gewesen. Okay. Das ist jetzt auch nicht mehr so ein grosses Problem, weil viele Sachen werden jetzt auf dem Boden hergestellt, wie aber auch Drohnen und so. Genau, ja. Ja, voll. Aber Killstreaks, habe ich das richtig verstanden? Wie viele neue Killstreaks sollte es geben? Ja, 20 neue, aber eben, ich sage Mhm. mal, der... Ja, und 30 neue Waffen sind in MW3, irgend so. Genau. Dragonfire ist wahrscheinlich auch, wird wahrscheinlich auch Ja. als neue Killstreak Ja, genau. sein, oder weil er ein bisschen anders funktioniert. Also so Menge neue Killstreak wirst du nicht sehen. Oder auch der Juggernaut Knife Runner. Sniper, Ob der neu ist, ja, okay. Sniper aus dem Lass sich Helikopter ist auch ein drüber streiten, Killstreak. No, Ja, genau. Exactly.
Aber es hat ein paar Sachen gehabt, die mich recht verwirrt haben. Sind die dort rausgekommen? Einmal die schwarze Gitterkugel, die du siehst. Ja. Ja, die kannst du draufschiessen und die explodiert dann. Was ist das? Weißt du das irgendeiner? Nein, gar nicht. Ich habe gemeint, dass die Kugel geschluckt hat. Weißt du, er hat zuerst die müssen zerschießen, bevor dass er den Typ hat können abknallen. Das ist vielleicht ein Schlafsystem. Vielleicht. Okay, ja, das könnte noch sein. Oder dass es auch irgendwie so ein bewegliches Element wie so C4-Fässer oder eben die Sprengstofffässer sind, die halt so irgendwie... Aber es passt nicht wirklich in die Welt, so eine Kugel, so eine fliegende. Das sieht ein bisschen komisch aus, ja. Oder eben irgendeine Abschusserei, halt, wo er gerade am Einsetzen war und er hat sie halt gerade abgeschossen ab ihm und dann ist er gerade gestorben dran. Das ist ja nicht gerade eine super overpower, die Killstreak in dem Fall. Ja, die muss sich zuerst einwärmen, weißt du? Ja, Ideen. Vielleicht spawnen sie wieder. Ja, aber Dragonfire bringst du auch recht schnell ab, wenn du so überlegst. Ja, also sicher im Black Ops 2 auf jeden Fall. Das ist ja lächerlich. Dass 7 Abschüsse brauchst du dafür und könntest dafür einen Blitzschlag haben. Ja, und hast sie mit irgendwie 4 Schüssen weg, oder? Richtig, ja. Exactly. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie jetzt Score-Streaks wieder rausgenommen haben und die Killstreaks eingeführt haben. Nein, aber es gibt ja auch, wenn du zum Beispiel einen Kollegen beschützt hast oder so, gibt es ja auch Punkte. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Das heißt, es zählt wieder nicht mehr zu deiner Sammlung, oder? Das bringt wieder nichts. Und eine Flagge reinnehmen bringt auch wieder nichts mehr. Das ist irgendwie Bist du sicher? Gut, ja, nein, Flaggen reinnehmen kann sein, dass es dazu zählt, so über Modern Warfare 3. Dass du so einen Balken hast, der raufgeht. Aber, Ja. Aber grundsätzlich, dass wieder Killstreak heisst, tönt es mehr nach Abschüssen als nach etwas anderes. Okay, ja, ich weiss, was meinst du voll. Ja. Und das war jetzt wirklich schön gewesen im Black Ops 2. Nein, es Da heisst im hast- Fall Point Streak, sorry. Heisst Ich bin gerade den Trailer am schauen und bei 1.44, wo Dragonfire das erste Mal siehst, Ja. dort killt er einen mit der und er heisst es Halo Point oder was auch immer, 12 Point Streak. Ja. Und Ja. ja. Ja, also wenn es immer noch Point Streak heisst, dann hoffe ich, dass wirklich alles dazu zählt. Mhm. Ja, das wäre schon. Das ist Das hat sich schon noch bewährt. Ja. Oder Und auch eigentlich rumsäckeln, so weg von den Flaggen oder weg vom OBJ ist ja extrem beliebt gewesen vorher. Mhm. Und das hat schon ein bisschen abgeschaltet im Black Ops 2, was ich eigentlich geil finde. Voll. Weil wenn du einen Schwarm machen nur mit Kills, jetzt rein mal im Domination oder in Herrschaft eben, dann hast du ja, es geht etwa 40 Abschüsse gebraucht oder so. Ja. Das bist du ja nie hergekommen. Haben sie etwas erwähnt wegen Nuklear oder irgend so etwas überhaupt? Ja, es gibt einen Odin-Strike. Ja, aber das habe ich nicht geschnallt, ob das... Aufsammelbar. Ja. Das ist ein Feldbefehl. Du hast, wenn du stirbst, hinterlässt du oft so ein Köfferli. Und wenn es blaues ist, dann ist es eben so ein Odin-Strike, den du reinholen kannst. Dann bekommst du irgendeinen Auftrag, also so einen Feldbefehl. Ja. Aus dem Cover rauf, da steht, müsstest innerhalb von einer gewissen Zeit musst du 2 Headshots haben, müsstest du 2 von hinten geben oder 2 geben, während du crouched bist. Und dann bekommst du den Odin-Strike, das ist dann in Form von einem Care-Package. Also du bekommst so einen Care-Package-Wurfdings da, um es reinzuholen. Ja. Und sobald du den hast, hast du das ganze gegnerische Team ausgelöscht. Einfach einisch, so wie bei einem Moab oder bei einem Mob oder was auch immer. Und das tut nachher eben das ganze gegnerische Team einisch töten und tut die ganze Map verändern. Also die ganze Map stürzt ein und es gibt neue Lines of Sight, es gibt neue Wege, es gibt neue und so weiter. Aber das ist nur auf diversen Maps erhältlich, das ist nicht auf allen Maps erhältlich. Ah, okay, Das gut. gibt es glaube ich nur auf 2 oder 3 Maps. Ja. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe, was irgendwie auf einen Nuklear oder so oder auf einen Nuke herweist. Ja, aber irgend so eine Abschusserie, weißt du, bei irgendwie 35 Kills oder eben 30 Kills. Nope, Whatever. habe ich noch nie gehört. So. Okay, gut. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Ja, ich hoffe es auch nicht. Ja, gut, vielleicht gibt es eine versteckte, oder? Ich nehme nicht an, dass im ersten Wochenende, wenn alles YouTuber dort sind und Pro-Players, und dass da eine 30er-Abschussserie hatte, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Voll. Aber eben, sie haben ja auch noch gar nicht alles drin in der Version, die sie gespielt haben. Das hat der Nate schon da gesagt. Voll. Genau. Genau. Exactly. Ja, Zum ja. Beispiel Waffenattachments, das ist noch nicht so klar, ob sie jetzt 3 oder 2 drin haben. Das habe ich vom Rambo gehört, dass das einer von den Produzenten gesagt hat, dass das allenfalls eventuell noch das Perk gebaut wird, dass das gleich möglich ist. Ja. Das ist momentan noch nicht drin, also momentan hast du einfach 2 Attachments wählen für deine Hauptwaffe. Und das könnte sich dann noch ändern wiederum. Ja, genau. Ja, also das Spiel ist definitiv noch nicht fertig, also das, was wir jetzt sehen, ist von ein bisschen Shenanigans. Ja. Ein bisschen zum Hypen. Wir sind ja hoffentlich alle gehypt. Yeah, let's go. Voll Yeah. gehypt. Ich
will nächste Woche nichts anderes machen als Ghost Game, 3 Tage lang. Ja. Und, Also es macht nicht so Spass, glaube ich. was? Dort immer wieder anzustehen. Aha, ja. Nein, ja, einmal ausprobieren oder so vielleicht und dann Aha. unter den ersten 500 mal schnell sein und wieder gehen. Aha. Damit so einen GoPro für Arme bekommst, oder wie? Nein, die gibt's nicht. Nein. Es gibt nur eine Hardened-Edition mit dem sexy Armreif. Prestige Edition haben gesagt. Ohne Gibt's eine Scheiß Prestige jetzt. Edition? Die haben gesagt Prestige Edition für die ersten 500. Oh, An jedem Standort holy auf der moly. Welt. Ja, Okay. sicher. Sehr geil. Eben, es Ja. gibt Prestige Edition, aber schlussendlich, wenn du die Prestige Edition wünschst, wenn das Game released wird, kannst du es Ja. einfach nicht gamen, weil es du sicher noch nicht im Briefkasten hast. Ja, das stimmt. Ja, und vor allem eben, in der Schweiz viel später. Wenn du aus der Schweiz kommst, wirst du gerade disqualifiziert. Wahrscheinlich kommst du es dann überspielen, aber hast dann einfach keine Konsole. Ja, oder eben, ausser wir machen es so gescheit wie wir und gehen rasch kurz auf Deutschland, oder? So irgendwie. Ja. Weil, ich meine, entweder hole ich mir extra eine Xbox One, damit ich das Game früher kann gamen kann, oder ich warte dann einfach, bis die fucking PS kommt. Weil, Oder die PS kommt vor der Xbox One. Mhm. Ja. ja, in der Schweiz vermutlich schon, so wie es momentan aussieht. Ja, ziemlich sicher. Ja. Ja, bis jetzt ist die Schweiz immer angestanden mit neuen Konsolen von Sony. Fange ich halt wieder auf Deutschland, ist mir okay. Wir sehen es dann. Wir müssen uns überraschen lassen. Ja. So Aber ist der neu- Anfang nächstes Jahr. Ja, Ja, es wird ja auf den bestehenden Konsolen auch rauskommen. Es richtig, wird ja genau das Gleiche bieten, scheint's. Einfach ein bisschen weniger gute Grafik auch. Oh, Wahrscheinlich schon, ja. Wenigstens kannst du alles mitnehmen auf die neue Konsole dann, das finde ich echt Ganz geil. geil, ja. Voll. Ja. Und Das finde ich extrem geil. Ja. was es endlich mal geschnallt haben, dass sie die Hardest Edition und die Prestige Edition den Season Pass wieder reinpacken. Oh ja. Ah, das Voll, ist sehr cool. genau. Ja. Weil wenn du schon so etwas kaufst, Aber musst man du darf die- nicht vergessen, die ganzen Zusatztarnungen und so kosten dann sicher wieder extra. ja, und wahrscheinlich die Falls das wieder Charakter-Sachen Und jetzt- den Charakter anlegen. Ja, eben, jetzt kannst du noch Kleider kaufen. Für eine Brustvergrößerung, für eine Nasenrichtung, Wangenknochen aussetzen. Blaslippen. Wahrscheinlich musst du noch einen Sport-BH kaufen, dass nicht mehr so das Gleichgewicht gratis im Rennen. Dass die Tockali stabil steht. Und so eine Grossmutter-Unterhose, damit es dann nicht wehtut beim Lauf. Ja, schön, schön, schön. schön. Bekommen. Ja. Aber es gibt auch neue Waffenklassen. Ja, Mhm. fuck that im Fall. Das Marksman. freue ich mich gar nicht. Marksman Rifle. Was ist das zwischen Sniper und Sturmgewehr? Irgend so Genau. etwas, wenn ich es verstanden habe. Also eigentlich haben sie einfach die abgefuckten Sniper, also mehr Schuss-Sniper, nicht die Single-Bolt-Action. Ah, fuck. Und die Einschusswaffen aus der Assault Rifle Klasse rausgenommen und haben sie in eine Klasse nicht an. Yay. Jawohl. Genau. Also das heisst, du hast eine Waffe, die so stark ist wie ein Sniper und du läufst so, als hättest du ein Sturmgewehr. Ja, quasi, ja. Super. Also es ist nicht gerade ein One-Shot-Kill immerhin. Ja, wenigstens Aber es das. wird etwa genauso nerven wie der SVU-Sniper. Und für alle die ein Kästchen haben, die hinten nachher kannst du umstellen, dass es eben blitzt und blitzt. Rapid wenn du Fire. Genau, wenn du Rapid Fire hast, die werden eine sehr gute Waffenklasse finden dort. Was ist das gewesen? MK13, gell? Im Oder Modern 14, ja. Warfare? MK14. MK14. Die, Die haben haben sie im super Clip OP auch wieder gewesen, gezeigt. mit so einem Controller. Aha. Ja, die wird nerven, die Klasse, ganz klar. Aber die MK14 haben sie im Clip auch wieder gezeigt, also Mhm. wird eine grosse Chance da sein, dass die Kack-Waffen wieder weggeben. Ja, und das Also ist Kack auch mal ist gut ja nicht, gewesen. sie ist einfach verdammt stark. Ja, voll. Ja, für die, die einen guten Triggerfinger haben, super. Oh. Für alle anderen, schön, Moment. Gut, Pistolen werden auch wieder stark und Ja, Waffe ist das sind im schon Clip oder ein Triggerfinger, Schuss ja. und der ist weg gewesen. gell? Ja. Gut, der ist wahrscheinlich angehittet gewesen. oder? Aha. Hast du das auch mitbekommen mit der Schrotflinte? Oh, ganz. Was soll ich was? Sie haben eine Schrotflinte, wo wie so ein Trommelrevolver ist. Ja, Okay. Also, wo so eine Trommel hinten dran hat, die Schrotflinte. Ein Ja. Also Exclusion quasi, auf lang. also quasi ein Striker. Aber Gell? mit der Voll. sollst nein, ja, aber nein, es ist ganz klein, wirklich, wie so eine, wirklich nur so groß wie ein Revolver, die Trommel hinten So dran. Exclusioner Art halt. Ja, und vor allem sollst du mit der irgendwie so schnell unterwegs sein wie mit der Pistole. Yeah. Das ist einfach ein gedacht, fucking oha. Pumpgun. Ja, wo du aber schnell unterwegs bist und 5-6 Schüsse hintereinander kannst, tak, 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 tak. Ja, du solange Das sie nicht so klingt stark sehr gut. ist wie KSG, also pff. Das ist jetzt mein Gedanke, KSG. Ja, Die sind schon ein bisschen OP. Das nicht. Aber dann lustig. Ich sehe es im Das ist Trailer auch. Im Trailer blitzt die ganz kurz auf, musst einfach ein Standbild tun, dass du sie gerade siehst. Ja. Aber die ist auch dort. Die haben nicht mehr das Fadenkreuz jetzt neu, sondern so ein rundum wie. Ja.
Wie im Battlefield, stimmt, das ist mir aufgefallen. Ja, genau. Okay. Return of the Shotgun. Also Close Quarter werden wahrscheinlich durch das dominiert, meinst du? Mal schauen. Eventuell. Vorstellen. Vielleicht gibt es ja auch Akimbo nachher, weil es eine Pistole ist. Ja, Ein Akimbo, sorry. ja, Es ist eine Pistole zum Nachladen und die gibt es auch Akimbo, Revolver. The Return of the Akimbo Rangers, weißt du, wie gut so. Ja, geil. Kann der Subi wieder Modern einen Warfare Mob 2 kommt mir wieder rauf und es gruselt mich. Ja, das sind alles Sachen, das kann man, wie gesagt, immer alles gut einsetzen. Also es kann gut werden, aber es kann auch wirklich scheiße werden. Was ich ganz geil gefunden was sie angekündigt haben, ist, dass MLG, der Pro Circuit, wieder eine Tour angeboten hat für das Ghost. Das heisst, ich hoffe, dass sie das irgendwie im Spiel dann nachher wieder rein montieren, dass man so etwas hat wie Liga. Das fände ich extrem geil, weil dann kannst du all den Scheissdreck rausnehmen, der OP wird. Und wieder so ein schönes Game wie eben jetzt Liga. Und ich hoffe, was ich mir auch sehr wünsche, dass du die fucking DLCs kannst deaktivieren im Spiel. Oh yes, so wie in Modern Warfare 3. Genau, oder was Das schön ist wäre, wenn herrlich einzelne Maps könntest löschen. Wirklich nur zum Beispiel eine Map löschen. Ja. Wäre auch wunderschön. Das wäre super, ja. Wahrscheinlich sehr kompliziert zum Umsetzen, wegen dem Spiel machen. Ob du dann je wieder ein Spiel findest, wo du kannst joinen, ist dann die andere Frage. Stell mir das nämlich noch kompliziert vor. Du denkst, du hast einfach eine Map aus der normalen Rotation, die du rausnimmst. Ich weiß nicht, ob das einfach ist oder kompliziert vom Programmieren her. Gut, aber jetzt ist es so wie es jetzt momentan ist es einfach auch, wenn eine Bonus-Map oder eine DLC-Map kommt und einer hat es nicht, der fliegt dann einfach raus und ich kann es spielen. Also, Haben sie aber Black Ops 2 auch wählen, hat nicht funktioniert. Richtig, schon gut so. mal in Black Ops 2 ist es so. Wäre mir jetzt noch nie aufgefallen. Echt? Wir haben Also, mit dem Screech mal in der Lobby gesehen, wo er Season Pass nicht gehabt von mir und dann nachher sind wir in so einer Lobby gekommen und jetzt sind wir gegangen. ja. Okay. Aber ja, sind wir einfach mal gespannt auf den Game, oder? Ja, Ja, ich freue mich auf die Riley. Auf der Riley, ja. Auf meine Das kleine, Hundeli. auf meine Das ist kleine ziemlich gut. Unterstützungsdrohne. Ja. Wie heisst es? Unterstützungsdöner. Unterstützungsdöner. Im Appenzell ist es ein Running Snack. Nicht ohne Scharf. Nein, ist doch einfach ein Hung, oder? Ja, er bleibt auf dem bei dir und Ja. er beschützt dich und wenn Gegner in der Nähe sind, dann Aha. kann er auch knurren, dass du es merkst. Ja. Was Und er uns Albe voll bisschen fühlen bei trauen, den eine Wange haben. Oldschool-Games. Das wär geil, wenn einfach da einmal das Bein an Shift von deinen Teamkameraden so einen Punkt reinnehmen. So. Das ist das neue Teabaggen. Du kannst den Hung aufeinander pissen. Okay. Vielleicht kann man auch den Hung steuern, oder der Hung steuern als Killstreak, Ja, in den Pawnstreak. Ding kannst du es machen, in den Missionen, das weiss ich. Ja. Vielleicht im Ich Multiplayer auch. Du bist ein riesiger Hung, der über das ganze Map kann laufen Ja. und alle auffrisst. Ein Hundeschwarm, Alle nicht. oder was? Ja, genau, ein Hundeschwarm. Flügende Hunde. Feuerspeiende Raketenbetriebe. So Dumbos. So ein Fantasy Call of grosse Duty Ohren. wäre schon mal lustig. Also es hat irgendeine so eine das Independent Game programmieren, Aha. also etwas machen, es wird extrem gut. So eine Mischung zwischen Das ist ja- Black Ops mit den Hunden und Blood Dragon. Ja, genau. Das ist ja das Fantasy Call of Duty. Wir können eine Frau spielen. Ja. Mensch, deine Fantasy wird endlich wahr. Ja. Oh, mich nimmt der Kinomodus jetzt schon wunder. Ich wollte Ich einfach eine hoffe, Abschlusskamera, da bin ich nehmen sie zufrieden. raus in dem Fall. Ich hoffe, dann nehmen sie raus. Wieso? Das ist so ein hoher Lag-Generator. Nein, so eine Kinomodus. Abschlusskamera wäre einfach schön und dann Also habe ich wenn kein du Problem den damit. Kinomodus hast angehabt, der ist quasi auf einem 2 Bar gespielt automatisch. Zum Glück hat man den können abschalten. Mhm. Das war wirklich gut gewesen. Es gibt halt gleich noch Menge, die irgendetwas möchten aufzeichnen, die nicht gerade unbedingt eine Capture Card oder so etwas haben, gell? Das ist richtig. Das ist genau so, ja. Aber ja, wobei auf eben die neue Konsole haben sie ja nicht gerade eingebaut, von dem her. Eben. Exactly. Ja, Mal schauen, wie das dann ist. ja voll, das Ich stimmt. hoffe, dass die Leute dort ein bisschen übertragen, dass das einfacher geht. Oder dass zumindest eben über das App, die sie jetzt neu gemacht haben. Also was eigentlich immer noch das Gleiche ist wie Leute, die das Ja. runterladen können. Mir ehrlich. Dass das dort durch rausnehmen kannst, weißt, dass die Spiel zwar aufzeichnet, aber irgendwo auf einem Server, der extern ist und nicht auf deiner PS, oder nicht, zumindest nicht über deine PS läuft. Ja. Mhm. Ja, genau. Und die meisten wollen ja auch nicht an der PS rendern und parat machen.
Kann man nicht vorstellen, dass das jemand will. Ich würde es halt cool finden, wenn kannst du aufnehmen auf der PS, aber dann könntest du es auf eine externe Festplatte oder so kopieren. Ja. Oder ja, gerade direkt Festplatte anhängen und einfach sagen, los, das, was du aufnimmst, rührst du mir gerade auf Festplatte. Das wäre toll. Aber, Ja, wäre wirklich sehr gut. Ja. Ja, ich würde sagen, wir werfen noch schnell ein paar abschließende Worte in die Runde. Und fangen mit dem Gast gerade an. Wer ist Robin. der Gast? Ja, voll. Voll die lange Leitung heute. Nein, easy. Messi durfte dabei sein. Ja, das ist gern geschehen. Sehr cool gewesen. Also da meine 5 Cents reinschießen. Und ich freue mich aufs Ghost. Ganz ehrlich sagen. Das ist halt wieder Call of Duty. Es wird wahrscheinlich nicht viel wahnsinnig anders werden, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und zu Microsoft kann ich nur sagen. You suck. You suck, das sind meine letzten Worte. Schön. Merci. Was ist mit dir, Trooper? Ja, ich freue mich auch recht, dass ich kommen heute nochmal wieder. Immer noch. Auch wenn ich ein bisschen später gekommen bin. Cool, dass auch der Phil wieder dabei war oder mal dabei war. Und meine Worte so an Microsoft wäre halt einfach nur geil! Das ist gut. Und was meint die Screech dazu? Das gleiche wie meine Vorredner. Danke, dass ihr dabei sein. Und mir ist es einfach so, es ist wie bei jedem Call of Duty. Ich habe jetzt die Präsentation gesehen, Trailer gesehen. Ich habe zwar gesagt, ich will mich nicht drauf freuen und so aufs Neue, aber jetzt ist wirklich wie bei jedem, ich freue mich wieder drauf. Ich habe wieder Hoffnungen, dass es gut wird. Der Chris und ich werden das nächste Woche dann mal auschecken an der Gamescom, würde ich meinen. Entweder sehen Sie mich dann in einem kleinen Video im Kreis kotzen. Oder sagen, ja, ist cool, aber das endgültige Produkt wird scheiße. Und ja, ich würde meinen, wir machen fertig und ich gehe nachher mal gemütlich aufs WC. Easy, ja. Das klingt doch vielversprechend. Danke, seid ihr dabei gewesen. Und ja, danke den Zuschauer oder vor allem Zuhörer, nehme ich an. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.